Herzlich willkommen zum GVC Podcast Talk, einem Gespräch über Gott, die Welt und Inspirationen für einen lebendigen Glauben mitten im Alltag. Herzlich willkommen zu der 4. Episode von unserer aktuellen Staffel beim GVC Podcast Talk über den Heiligen Geist. In dieser Serie dreht sich, wie das Thema schon sagt, alles um den Heiligen Geist. Und in 5 Folgen vertiefen wir sein Wesen und sein Wirken. Dabei kommen immer wieder andere Menschen zur Sprache, die uns ein bisschen Einblick geben, wie sie die verschiedenen Seiten vom Heiligen Geist und sein Wirken in ihrem Alltag erleben. Wir lernen uns dabei an eine Predigtserie, wo wir in der GVC Winterthur im Mai und Juni 2025 miteinander in das Thema eingetaucht sind. Mein Name ist Dani Weber und ich darf euch durch die Podcast-Serie begleiten. Und heute freue ich mich, dass der Manu Liniger mit mir am Tisch sitzt. Der Manu ist Pastor in der GVC und unter anderem verantwortlich, neben vielem anderen, für die vielfältigen Gebetsangebote bei uns in der Kirche, das schon seit vielen Jahren. Wir schwätzen miteinander darüber, wie der Heilige Geist uns befähigt und begabt im Leben, aber eigentlich auch schon mal ganz grundsätzlich zum Leben. Bevor wir aber gerade so ins Thema tauchen, habe ich ein paar ganz andere Fragen, auch zum Heiligen Geist. Und wir spielen heute entweder oder Spiel miteinander, um so ein bisschen etwas von dir zu spielen. Die erste geht so eher ins Thema Frucht vom Geist. Über das haben wir schon mal geredet in einer Episode. Was brauchst du eher? Geduld oder Freude? Es sind jetzt nicht gerade beide, wo ich würde sagen, die brauche ich unbedingt. Okay. Ich glaube, Geduld habe ich recht gut auch. Wir könnten aber wahrscheinlich immer mehr brauchen. Ja, das ist es ja. Aber wenn ich jetzt entscheiden würde, Freude. Ja. Ich finde Freude einfach etwas mega Cooles. Ja. Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja. Weißt du, so schön. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo ich glaube jetzt, wenn ich es einfach könnte, mal einen Schluck nehmen, würde ich einen Schluck Freude nochmal. Das kann sich ja auch verändern von Tag zu Tag. Aber ja, das stimmt. Ich finde schon, da spüre ich schon gewisse Geduld bei dir. Würde ich jetzt auch sagen, über die Zeit, die ich dich kenne, ja, das ist schon vorhanden. Ja. Schön. Zweite Frage. Die geht mehr so ums Wesen vom Heiligen Geist. Ja. Er ist ja der Paraklet. Über das haben wir eben auch schon geredet in einer Episode. Das ist eigentlich der Fürsprecher, Zusprecher oder der Ermutiger und aber auch der Ermahner. Darum die Frage an dich. Für was stehst du eher? Für Ermutigung oder für Ermahnung? Das ist für mich relativ klar. Ermutigung. Für mich auch. Für mich ist Ermutigung. Ja. Also, ich finde es zwar mega cool, wenn ich mal etwas auch weitergeben darf. Ich habe das auch schon dürfen und gar nicht gemerkt, dass für die Person selber eine mega Ermahnung geworden ist nachher, weil ich irgendetwas gesprochen habe. Und die ist nach etwa ein Jahr oder 2 Jahre später habe ich gesagt, es ist wichtig, dass du das gesagt hast. Es hat mich zwar mega triggert im ersten Moment, aber sie hat angefangen mit Gott zu bewegen. Und ist nachher gesagt, doch, das war genau der Punkt gewesen. Aber ich wollte dann nicht ermahnen, sondern eigentlich ermutigen. Aber es ist bei ihr völlig so gegangen, dass sie es echt nicht so cool aufgefasst hat. Und manchmal ist es dann wie beides in einem, oder? Ja, das ist ja schön. Genau. Ja, genau. Oh, wow, aber schön. Grundsätzlich ermutigen, ganz klar. Auch das würde ich glaube auch so dir zuschreiben. Ja. Dann noch eine letzte Entweder-oder-Frage, die geht eigentlich ins Thema von heute schon. Wir reden heute über Begabungen. Und ich habe so gedacht, entweder-oder zwischen 2 vielleicht so ein bisschen konträre von diesen Gaben. Wenn du zwischen den beiden Gaben könntest wählen, welche würdest du? Einerseits Weisheit, die steht so für durchdacht, reflektiert. Oder Glauben, dann würde ich jetzt einfach mehr sagen, mutig, risikobereit. Ja. Was würdest du da? Klar glauben. Ich würde klar glauben. Ja. Das ist, glaube das. Ja, voll. Das würde ich glauben. Dein Typ Mensch, oder auch etwas, wo du findest, das ist schon mehr da, oder? Nein, ich glaube, ich bin eher zurückhaltend. Mir erlebt mich manchmal auch anders, aber grundsätzlich würde ich sagen, bin ich eher zurückhaltend, eher vorsichtig, eher nicht zu einpreschen. Und ich glaube, da dürfte ich in einem positiven Sinn manchmal mehr den Mut haben und den Glauben und sagen, hey, da gehen wir jetzt. Und ja, genau. Ich glaube das. Ich glaube, im Privaten, in Entscheidungen und so. Ja. Genau. Danke vielmals für Sie auf das Spiel und uns ein bisschen Anteil geben. Das ist cool. Ja, genau. Wir reden heute über Begabungen vom Heiligen Geist. Und wir sind ja schon jetzt eben unterwegs in dieser Serie, der GVC Winterthur. Und wir haben unter anderem auch am Sonntag über Begabungen geredet, über Gaben. Spannend dabei ist, dass es
ganz viele verschiedene Nennungen von denen gibt. Etwa 5 Stellen ungefähr in den Briefen vom Neuen Testament werden die erwähnt. Auch so ein bisschen unterschiedlich betont. Und ich glaube mal, was uns wichtig ist, zum sagen, wenn wir jetzt über Begabungen reden. Begabung klingt ja schon so nach so Next Level. Da habe ich mir schon so irgendwie das erste Ding angeeignet. Wir gehen davon aus, dass der Heilige Geist in uns, wenn wir Nachfolger sind von Christus, lebt. Ja. Und dass er uns eben seinen Hauch uns schon befähigt, inspiriert und begabt hat, irgendwo auch begabt zum Leben. Und in der Vorbereitung haben wir so ein bisschen zusammen geredet und du hast auch vom Psalm 139 geredet. Ich dachte, das möchte ich irgendwie auch da noch mal in die Runde nehmen. Das hast du so schön ausgedrückt. Ja, weißt du, was du da drinnen von dem siehst? Ja. Also ich finde den Psalm 139 so cool, was darum geht, was heisst, ich habe dich kunstvoll gebildet. Ja. Also Gott hat jeden Menschen kunstvoll gebildet. Er hat einen Plan. Er im Mutterleib heisst ja, ich mache dich im Mutterleib. Und ich finde das etwas so Wertvolles. Wir sind nicht einfach irgendwie wie auf einem Serienband werden wir produziert jetzt von Gott her so bildlich gesehen, sondern jeder Einzelne hat er gern, jeder Einzelne schaut er an und jeder Einzelne leitet rein und bildet ihn kunstvoll. Und ich glaube, da drin kommen ja auch irgendwie Gaben über, er kennt unsere Geschichte und so weiter. Ja. Ich glaube, es fordert dann auch sehr viel raus, weil er weiss, in was wir für eine Welt dann auch reinkommen, in was für eine Familie wir reinkommen und viele schwere Situationen haben. Aber da entsteht etwas, das ist etwas mega Spannendes. Hey, finde ich auch schön und ich finde, das ist auch ein wichtiger Zuspruch, auch an alle, unsere Hörerschaft oder Schauerschaft, ja immer, zu sagen, hey, wir reden jetzt da nicht über etwas, was du einfach nicht hast, sondern mal ganz grundsätzlich. Gott hat dich kunstvoll geschaffen und jeder von uns kunstvoll geschaffen und da liegt schon viel von dieser Begabung drin. Und wir wollen das vertiefen und eben sicher im Neuen Testament wird das auch so ein bisschen in den Fokus genommen, besonders in Bezug auf die christliche Gemeinschaft. Und über das wollen wir reden. Aber es ist viel wichtig, wir reden nicht über etwas, wo jetzt da Leute vielleicht sind und sagen, das habe ich gar nicht, sondern jeder von uns ist irgendwie auch zum Leben begabt von Gott. Da steckt so viel drin, eben ich beobachte das auch bei meinen kleinen Kindern im Moment, die ich darf begleiten im Aufwachsen, zu merken, ja, da ist so viel schon drin. Ja. Wo Gott einfach in jedem Menschen angelegt hat. Und das finde ich einen schönen Startpunkt. Gleich wenn wir natürlich jetzt so ein bisschen auf die Gaben auch mal noch einen Blick werfen, die im Neuen Testament beschrieben werden. Eben, das ist so ein ganzer Haufen von verschiedenen Nennungen. Teilweise auch so ein bisschen Sachen, die vielleicht ein bisschen sich gegenüberstehen. Oder? Und genau, wir haben so eine Word Cloud gemacht. Yes. Wir haben die da vor uns mitgenommen. Für die zuhören, das macht nichts. Aber da sieht man einfach mal all diese Gaben. Ich lese mal so ein paar vor, dass die Leute ein bisschen Bild haben. Geisterunterscheidung. Gebefreudigkeit, also Grosszügigkeit, können wir dem auch sagen. Dienen. Glauben, Erkenntnis, Weisheit, Zungenrede, Prophetie. Das ist alles, was drin ist. Wunderwirkung. Ja. Und ich würde gerne mit dir ein bisschen darüber reden, hey, wenn jetzt du ein paar highlighten oder eine, zwei, mit welchen hast du eine Geschichte? Und wo hast du irgendwo, welche siehst du bei dir? Ja, kannst du uns ein bisschen antworten? Ja, voll. Also, wo ich mir das gezeigt habe, wo ich das da anschauen durfte, hat es mich richtig gefreut. Ich habe richtig Lust bekommen, um eigentlich von denen noch mehr zu erkennen und mehr auch zu erleben in meinem Leben. Und ich glaube, ich könnte wahrscheinlich zu all denen etwas sagen, wo man erlebt oder wo man manchmal sich gewünscht hat. Das ist ja dann wie beides. Es ist ja nicht nur immer, dass er dann alles gehabt hat und so. Ja, aber ich denke so, Hirt ist viel in meinem Leben immer wieder gesagt worden. Vielleicht durch meine eher soziale Art, wie ich mit Menschen umgehen kann. Geduldig, genau. Da kommt dann schnell mal irgendwie der Hirt. Ja. Habe auch manchmal gemerkt, ich könnte mich ein lösen von dem, weil das ist so einfach der Hirt. Und gleichzeitig hat er sehr, sehr grossen Einfluss. Ich meine, Psalm 23 ist, und wir dürfen nur ein Abglitz von dem sein. Also, ich meine, das ist der wahre Hirt, das ist Jesus. Ja, genau. Aber also, das so in die Richtung gehen, ist etwas eigentlich mega Cooles. Ich finde aber auch, Prophetie ist etwas, das mich immer wieder begleitet. Sicher eben jetzt gerade im Gebet, das wir haben, im Gebetsteam, das ich leite. Ja. Aber Wort von der Kenntnis und so weiter. Es hat ganz viele Sachen, die mir so jetzt gerade ankommen. Was auch etwas ist, das habe ich durch meine Frau kennengelernt. Das ist ja auch noch ein spannender Gedanke. Das ist Gastfreundschaft. Ja. Also ich würde sagen, ich bin nicht jetzt grundsätzlich von meinem natürlichen Talent dass ich so Gastfreundschaft hatte, dass ich das so daheim mega gelebt habe, sondern ich glaube, das ist wirklich durch unsere Ehe, das Zusammensein, ist auch etwas zusammengekommen, oder? So ein bisschen Gedanke, nachher, wo wir vielleicht auch noch drauf kommen mit dem Geist Gottes, ist Gastfreundschaft, wo etwas gewachsen ist in mir durch sie und durch Gott. Und ich glaube, das ist etwas wie zusammen, das entstehen. Ja. Ja.
Ja, schön. Ganz verschiedene. Ich finde auch zum Beispiel Freigebigkeit, Grosszügigkeit. Ich glaube, wir reden immer sofort von Geld. Ich glaube, es könnte Zeit sein, sich interessieren. All das Ganze, das ist etwas sehr Kraftvolles. Stell dir vor, so die dich eigentlich nicht so mögen, du plötzlich denen Zeit schenkst, denen dich zeigst und grosszügig bist. Du entwaffnest es eigentlich. Es muss eigentlich nicht immer nur mit Finanzen zu tun haben, sondern völlig es geht auch um Zeit, manchmal auch um eine Herzenshaltung. Ja, ganz genau. Vielleicht zum Beispiel auch Vergebungsbereitschaft ist ja auch eine Form von Grosszügigkeit oder Grossherzigkeit. Voll. Ja, das finde ich mega schön. Ja, es geht dann auch über zum nächsten Liebe, dann, oder? Natürlich. Oder ja. Ja, genau. Ja. Und die Liebe wiederum ja auch etwas, wo dann eher eine Frucht ist, oder so genannt wird, wo aber ja schon auch so ein Mantel ist um alles herum, wo der Heilige Geist bewirken soll. Ja, das finde ich schön. Und der Gedanke enorm spannend, auch, dass das ja eben gerade vielleicht auch so in einer Einheit, wo man zum Beispiel als Ehepaar ist, etwas herkommt, wo man vielleicht selber dann mehr mitbewirkt, aber wo vielleicht bei jemand anderem oder bei der Partnerin einfach mehr angelegt ist. Oder da ist, finde ich auch echt cool. Gerade auf die Gabe der Prophetie werden wir dann auch ein bisschen später noch eingehen. Oder wir können dem auch ein bisschen vereinfacht sagen, irgendwie Gottes Stimme wahrnehmen. Oder wahrnehmen. Und dann das irgendwo auch an Menschen weitergeben. Über das werden wir sicher noch ein bisschen reden. Was ich gemerkt habe, jetzt auch so ein bisschen beim Vorbereiten, ist ja noch so ein bisschen die Frage, wie gehen wir denn mit diesen verschiedenen Gabenlisten? Da gibt es so ein bisschen verschiedene Schemen, da gibt es auch verschiedene Arten, wie das ausgelegt wird, auch von Theologen. Ich denke, vielleicht würde es sich lohnen, da noch einen Gedanken dazu zu verlieren. Dass wir jetzt eigentlich vor allem auch davon ausgehen, dass die Gabenlisten nicht zwingend abschliessend gemeint sind. Das aus einem einfachen Grund, weil sie in den verschiedenen Nennungen, wo sie vorkommen, auch nicht ganz deckungsgleich sind. Da hat es Sachen, die mehrfach betont werden an verschiedenen Gemeinden, teilweise aber auch Einzelbetonungen, die gemacht werden. Und da wäre so ein bisschen die Frage, von welchen müssen wir jetzt denn ausgehen? Und in dem Sinn scheint das uns wie so, sicher so Kernaspekt zu sein, wo der Heilige Geist eben bewirkt, aber nicht zwingend eine abschliessende Liste. Und ich beschäftige mich manchmal mit der Frage und denke so ein bisschen, was würde echt der Paulus uns heute schreiben, wenn er jetzt an eine Gemeinde heute schreiben. Und vielleicht gibt es ja auch ein bisschen andere Betonungen von Begabungen. Also eben, man sieht ja in der Geschichte der Bibel im Alten Testament, dass der Heilige Geist da ganz praktisch begabt hat. Ja, voll. Über das haben wir in der Predigt sicher so ein bisschen ausführlicher noch geredet. Du hast etwas auch noch so erwähnt, was mir gefallen hat in der Vorbereitung. Und das ist so, eben die Frage ist ja dann auch, wie findet man jetzt eigentlich die Begabungen heraus? Und dann könnte man fast so denken, ja, ich muss jetzt eigentlich als guter Christ herausfinden, welches von denen so mein Superpower ist. Und das ist dann so, so mein spezifisches Werkzeug, das ich habe für mich und ich dann führen. Ja, genau. Ja, wie siehst du das? Siehst du das auch so abgetrennt oder eher ineinander hineingreifend? Oder? Hey, ich glaube, ich finde, der erste Punkt, den du vorher gesagt hast, ich glaube, Paulus wird ganz sicher heute noch mal eine zusätzliche Liste haben. Ich glaube, so zum Beispiel schreiben oder Film machen. Ja, genau. Oder weißt du, so Sachen, das hat sie dann so noch nicht gegeben. Genau. Und ich glaube, da kann man auch drin eine totale Begabung haben, wo man sagt, hey, wow, wenn du das machst, dann kommt wie etwas über. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht auch, wie ich vorher ein bisschen erwähnt habe, wenn das so zusammenkommt, der Geist Gottes und mein Geist, etwas wie entstehen, meine natürlichen Gaben, plus dann, wo Gott noch das reinlegt, dass da etwas drüber transportiert werden, dass die Liste könnte, also die kann mega weit sein. Ich glaube, dort, wo ich mich reingebe in eine Treue, dort entsteht etwas. Und das ist das, wo ich auch glaube, der Geist Gottes haben wir als Geschenk bekommen. Du hast vorher gesagt, angehaucht, oder wenn man sagt, mit diesen Zungen, oder Feuer, eigentlich die Erfüllung vom Geist auch, oder echt das haben und unterwegs sein. Und der Geist Gottes ist komplett. Das ist nicht irgendwie nur so ein Teil davon. Oder du hast nur so den prophetischen Teil bekommen. Oder du hast nur den lehrenden Teil bekommen. Überhaupt nicht. Sondern das ist wirklich komplett in allem rein, das Göttliche. Und ich glaube, auch da wieder kommt wie, wenn man jetzt wieder mit der Ehe vergleicht, mit meiner Frau, kommt wie etwas zusammen. Ja, schön. Und darauf etwas entstehen. Mit meinen natürlichen Begabungen auch. Aber manchmal auch, wo Gott mich rausruft. Wo Gott mich sagt, hey, auf das Wasser raus, bist mutig. Mir kommt dann so vieles Beispiel in den Sinn, wo ich jetzt selber nicht erlebt habe, wo ich mir so gut vorstellen kann, so eine Story, wo du sagst, hey, plötzlich hast du hockst daheim und plötzlich hast du das Gefühl, hey, dem Nachbar geht es nicht gut, du müsstest dich melden. Und dann gehst du über
und du läutest. Und dann nachher sagt er zuerst im ersten Moment, hey, nein, es ist alles gut, es ist okay. Und dann merkst du aber auch, nein, es stimmt nicht, du hakst schon mal an, hast Weisheit, fragst schon mal nach. Und dann schlussendlich merkst du, nein, es geht ihm etwas nicht gut, du redest mit ihm über das, du seelsorgst ihn vielleicht sogar da drin rein, du hast ein Gebet und es dürfte sogar noch etwas daraus entstehen. Und nachher lädst du ihn vielleicht einen Tag später zum Essen. Da ist so viele Gaben, die wir jetzt da haben, kommt dann plötzlich zusammen. Aus dem raus, weil du treu bist. Weil du dem Schritt, dem Impuls nachgehst. Das ist so ein bisschen da. Und ich glaube, dort drinnen, wo wir treu sind, wo Gott uns ausruft, dort fängt er an, dazugeben, was wir brauchen. Und plötzlich kann es sein, dass vielleicht du sagst, du plötzlich etwas hast, wo du vielleicht jetzt, wenn du jetzt die Liste anschaust und sagst, das habe ich nicht, dass du plötzlich in einer Situation bist, weil du treu bist, wo du das bekommst. Und das hast, weil ich tief überzeugt bin, dass der ganze Geist Gottes in uns ist, die komplette Variante. Und ich würde da gerade auch noch mal anhängen und sagen, hey, etwas von dem, und das ist, werden wir auch darauf kommen, ist ja eben auch, es ist eben ein Geschenk nicht nur an mich individuell, sondern an die Gemeinschaft. Ja. Eben, du hast jetzt zum Beispiel das Beispiel von eurer Ehe genommen, wo ich jetzt auch noch will sagen, eben volle Gemeinde. Also es ist auch nicht so, eben einerseits sicher nicht einfach, hey, der hat nur das und der hat nur das, aber es ist ein Geschenk an die Gemeinschaft, die dann sich auch ergänzt und wo eben in dem Miteinander zusammenkommt und wo man drin lernen, wachsen, vielleicht auch Ansätze selber auch spürt, vielleicht ist es nicht so ausgeprägt. Ich bin auf etwas Spannendes da noch gestoßen beim Vorbereiten. Wir reden ja immer von diesen Geistesgaben. Jetzt, wenn wir eigentlich im biblischen Text schauen, ist das eine Wortkombination, die erst in einer Übersetzung dazugekommen ist. Im Korintherbrief, 1. Korinther 12, heisst es eigentlich, wo der Paulus das so einleitet und sagt, ich will jetzt mit euch über, in der einen Übersetzung heisst es über Geistesgaben reden, jetzt steht eigentlich nur über, man könnte eigentlich sagen, Geistlichkeiten, oder ich habe dann eine Übersetzung gefunden, die das irgendwie ein bisschen akkurater übersetzt, das Buch Geschwister, was die Wirkungen des Gottesgeistes angeht. Und es wird eigentlich nicht dort schon von Gaben geredet. Also es ist mal wie so, der Geist Gottes wirkt auf verschiedene Arten unter euch. Und dann bringt er dann eben so ein paar Hinweise darauf, auf was dass er da jetzt Bezug nehmen will, wo er dann die verschiedenen Sachen bringt. Er muss Korinther ja ein bisschen ermahnen, wie sie mit dem umgehen. Und erst später im Vers 4 sagt er, es gibt unterschiedlichste Arten von Begabungen, die wir als Geschenk erhalten. Also und ich finde, es löst das Bild, wir haben halt schon oft das fixe Bild von, das sind Geistesgaben und ich finde nicht, also ich würde genau sagen, da steht immer noch, das sind Begabungen und der Geist Gottes wirkt die unter uns, aber eben vielleicht ein bisschen wegnehmen von dem, nachher hast du das Spezialwerkzeug und das, sondern es ist irgendwo in unserer Gemeinschaft geschenkt, die verschiedenen Ausprägungen. Und natürlich sehe ich Betonungen bei Menschen, die das eine oder das andere stärker haben. Ich habe das irgendwie noch spannend gefunden. Manchmal wird da auch dann so ein ganzes Konzept noch erstellt auf etwas oben. Jetzt aber noch mal ganz praktisch, wenn du das so redest, du bist sicher eine Person, die auch achtsam schon lange mit diesen Themen umgeht, auch versucht, das zu machen. Hey, wie würdest jetzt du den Leuten sagen, hey, wenn du willst, dich nach Begabung anfangen ausstrecken, wo fängt man da an? Weißt du, wie findet man die? Da gibt es ja die Gabentests, da gibt es ja die so Sachen, ist aber auch sehr ein analytischer Weg. Ja, voll. Wie macht man das im Alter? Ja, genau. Ich glaube, also die Gabentests haben sicher eine gewisse Art von Berechtigung, damit man mal sich mit sich selber mit dem beschäftigt, auch mit den Bibelstellen beschäftigt. Und das sind meistens so Tests, wo einem so ein paar Fragen stellen, die man muss ankreuzeln und am Schluss zeigen sie einem Betonung. Oder? Und wenn du genug clever bist und nicht in die Mission willst, dann wirst du es so beantworten, dass die Mission nicht wird. Genau. Und wenn vielleicht dem anderen noch vielleicht sagst, hey, das würde ich unbedingt in die Richtung. Darum glaube ich, hat sie irgendwie auch ihre Grenzen. Das ist sicher so. Und ich glaube auch, es wäre nicht, wir würden dem Geist Gottes nicht gerecht werden, wenn wir einfach sagen, hey, ich habe jetzt zum Beispiel einfach Weisheit und ich habe, was haben wir noch da? Genau, Gastfreundschaft, Weisheit und Gastfreundschaft, das habe ich jetzt, oder? Das ist jetzt das. Und Mission und Evangelisation oder was alles, das geht mich alles nicht an. Das machen die anderen und ich bin nur für das zuständig. Das ist viel zu kurz gegriffen. Also das, glaube ich, das will Gott auch nicht von uns. Er will uns einladen in eine ganzheitliche Beziehung mit ihm. Und in einer ganzheitlichen Beziehung mit ihm werden wir da und dort herausgefordert, wo wir auch die anderen Gaben brauchen. Ja. Und ich glaube, das ist, wenn du fragst, also ich kann so einen Test machen, das kann gut helfen. Ich finde das sicher auch mal cool in einer Kleingruppe oder so. Ja, genau. Mal über das zu reden, vielleicht einander auch ein bisschen zu helfen drin. Voll. Und manchmal kann man ja ein bisschen schmunzeln darüber. Ich habe schon immer gedacht, oder, was, das hätte ich jetzt bei dir nie gedacht. Das sind coole Aspekte, wenn man so Sachen macht. Ja, oder eben, dass man, also, sorry, dass ich da gerade unterbreche, aber dass man auch sagt, wenn, vielleicht ist jemand ein super Gastgeber oder Gastgeberin, sagen, hey,
das einander einmal zusprechen. Ja, genau. Sagen, Ganz ich glaube, genau. du hast die Gabe. Genau. Das ist etwas, was bei dir sehr vorhanden gut. ist. Ja, Ja. ich finde für das Ermutigende sehr cool. Ja. Oder wenn man anderen Ja, kann sagen, genau. hey, das erlebe ich Ja. bei dir auch und so. Das ist mega cool. Ich glaube aber, der andere Ja. Schritt ist das, dass wir durch die Bibel lesen, dass Gott auch zu uns etwas sagt. Manchmal ist das immer ein Impuls, manchmal mir hat gesagt, Gottes Stimme hören. Die Stimme ist ja gar nicht einfach so, meinst die Stimme, wenn ich mit dir rede, so eine Stimme, sondern oft eine innere Stimme, ein inneres Bild, Ja, ein innerer genau. Impuls. Und wenn ich anfange, auf das zu probieren zu hören, so probiere so auf das einzugehen. Vielleicht so, können wir sagen, wahrnehmen. Das nimmt sich ein bisschen wahrnehmen. weg von dem, Ja, genau. es muss immer aufs Ohr sein, aber ja, so genau. wahrnehmen. Wahrnehmen. So den Impuls probieren zu wahrnehmen, die Umgebung zu wahrnehmen, vielleicht auch mal danach zu fragen. Ich finde, das Also im haben wir auch noch. Gebet. Ja. Zum Beispiel auch ganz bewusst, vielleicht jetzt nicht mal nur sagen, hey, schenk mir die Gabe oder was hast du mir für Gaben gegeben. Das dürfen wir unbedingt auch. Aber vielleicht auch sagen, Gott, wo willst du mich? Wo willst du mich brauchen? Und hey, für das brauche ich aber da. Und dann so anfangen, Ja, treu spannend. reinlaufen. Ja. Also ich glaube, es ist so ein... die Gaben sind da zum Brauchen. Ja. Und zum Brauchen, manchmal redet man ja davon, ein Schiff, das du steuern muss wie fahren. Und ich glaube, ja, das ist genau, ein cooles Bild, ja. weil sonst bist sind die Gaben, wenn du immer noch stehst, denkst, was habe ich? Und dann Ja. ruder mal rechts, ruder mal links, aber du wächst ja nicht. Oder? Und ich glaube, in dem im Leben sich zu bewegen, etwas auch manchmal zu wagen. Ja, eben, dass ein bisschen aufs Wasser rauslaufen. Genau, und dann so merkt man, da kann etwas entstehen. Zum Beispiel Passion Group Move, wo ich heute Abend gehe, das sind so Sachen, wo man merkt, hey, da muss ich raus, das kostet mich etwas. Und dann aber gleich plötzlich merken, hey, da habe ich ein Gefühl und dann gebe ich das wie weiter auf eine positive Art und dann sagt, ja genau, das ist es. Dann plötzlich merkt man, es fängt an wirken, es fängt an steuern. Ja, super. Also du wirst sehr ermutigen, zum einerseits Fragen zu sein, Gott gegenüber, hey, was hast du mir da, zeig mir es auch, aber dann auch ausprobieren, Schritt machen, das irgendwie ausleben und eben sicher auch innerlich im Gebet auch Gott fragen darum, finde ich super und auch sehr, sehr praktisch. Und dann irgendwie so treu drin laufen und dann auch zu merken, wie Gott einem irgendwo hilft. Ja, voll. Du bist ja auch Missionsverantwortlicher in der GVC und hast ja auch dort sicher einen intensiveren Kontakt auch mit Missionspartnern. Eben, du hast vorher schon erwähnt, wenn man dann ja nicht in Mission will, wie erlebst du das dort? Ich meine, das ist etwas, wo man sehr breite dann auch Befähigung braucht. Und hast du da Stories, oder wo du merkst, also, weißt, hast du das Gefühl, gerade so beim Laufen, die machen ja das irgendwie auf eine ganz besonders aktive Art, auch, lassen sich irgendwie auf ein Abenteuer ein, so ein bisschen aus unserem Kontext raus. Mission kann man auch bei uns leben. Ja, aber, voll. Hast du da noch einen Gedanken dazu? Oder? Ja, also ich meine, natürlich glaube ich, dass Gott unsere gesamthafte Mission schickt. Ja. Also ich glaube, unser Herz zuerst missionieren lassen, das ist immer wieder dann unser Umfeld, der Nächste. Und nachher aber wirklich, wo es weitergeht, wo wir wirklich dann irgendwann im Ausland sind. Und ich glaube, in all diesen Sachen, wenn man sich wie wagt, bin ich überzeugt, werden die Gaben werden gebraucht. Manchmal geht es ja nur schon zum, wem traue ich. Also ich mag mich so... Es geht von der Unterscheidung. Es gibt ja, Jesus sendet die Jünger aus, Lukas 10, wo er ihnen sagt, hey, geht und segnet das Haus mit Frieden. Und wenn der Frieden bleibt, dann bleibt auch. Wenn der Frieden wie nicht bleibt, dann geht. Das ist auch eine Art Gabe, so eine Erkenntnis, zu merken, hey, da bleibt der Frieden. Und da suche ich Leute vom Frieden. Und das höre ich viel in der Mission. Dass sie sagen, wir suchen die Leute vom Frieden in dem Dorf, wo sie dann sind, wo Leute ihnen wohlgesinnt sind, wo irgendetwas Gott schon vorbereitet hat. Und das sind so die Sachen. Ja, das ist auch so ein Erkennen. Und logisch gibt es ganz viele Sachen. Dann, also natürlich ist es cool, wenn dann zum Beispiel auch mal Wunder passieren, wo dann die Leute aufmerksam macht. Oh, hey, das ist etwas Spezielles. Oder? Und so weiter. Also ich glaube, da gibt es schon Sachen. Und ich nehme an, die Mann und Frau, die in die Mission gehen, die nehmen sich ja auch mit und die werden auch da drin arbeiten. Also die sind ja, das finde ich auch noch das Spannende. Wir dürfen die Gaben haben wir nicht erst dann, wenn wir irgendein Level erreicht haben, sondern die Gaben haben wir ja vorher schon. Und viel lernen wir es auch erst dann noch kennen. Ja, eben ist auch wieder in der Aktion eigentlich, in der Aktion vielleicht auch ein bisschen mehr zum Ausdruck kommen, wenn man dann halt auch sich irgendwo auf das Abenteuer einlädt. Ja, das finde ich schön. Jetzt haben wir so ein bisschen schon sehr breit geredet. Ich würde gerne heute noch auf 2 wahrscheinlich so konkrete Begabungen ein bisschen
vertieft eingehen. Wir können jetzt ja das nicht auf alles, aber vielleicht auf 2 Sachen. Das eine, wo auch betont wird, hey, das ist etwas, was wertvoll ist für die Gemeinde. Aber vielleicht nochmal zum Rekapitulieren. Also Gaben sind ein Geschenk. Das heisst, vielleicht nochmal zum Sagen, da steckt nicht eine Leistung dahinter. Das ist nicht jetzt, wenn du es falsch machst, darum hast du es nicht, sondern am Schluss, Gott schenkt dir uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus durch den Heiligen Geist, im Heiligen Geist. Vielleicht hast du das eine und das andere ein bisschen weniger, aber insgesamt ist es etwas, das wachsen darf, das Raum gewinnen. Das Zweite, und das kommt schon beim Paulus stark zum Ausdruck, Gaben sind vor allem auch für die Gemeinschaft zum Teilen. Ja. Muss man jetzt auch nicht zwingend abgrenzen zu sind das Christen oder nicht. Ich glaube, es soll den Menschen dienen, aber insbesondere beim Paulus sind die natürlich oft auch in die christliche Gemeinschaft hineingeredet. Also es ist eigentlich nichts, was du für dich hast, sondern sie dienen den anderen. Gastfreundschaft ist ja ein super Beispiel. Ja, das genau. ist eigentlich für andere, Ja, oder? Genau. Und dann ist natürlich auch in dem hinein braucht es irgendwo einen achtsamen Umgang. Und ich glaube, da drin kommen wir jetzt auch, wenn wir ein bisschen vertiefter reingehen. Und ich würde gerne eben das grosse Wort von der Prophetie nehmen oder von der Gabe vom prophetisch Reden. Oder man könnte sagen, eben Gottes Stimme wahrnehmen. Das wäre sicher ein Teil von dem. Nachher geht es natürlich weiter in das auch weitergeben. Der Paulus auch in einem von diesen Texten hebt er das so ein bisschen raus in der Gemeinde Korinther. Eben in der Diskussion weil sie glaube auch manchmal ein bisschen einen wilden Umgang hatten mit den Begabungen. Sagt er dann so, hey, strebt als erstes nach der Liebe, also das ist also der Mantel, und dann bemüht euch um die Gaben vom Geist, allgemein, also eben, man soll da drin auch suchen, am meisten aber darum, dass er prophetisch redet. Und er macht es dann im Kontrast auch gerade zu der Zungenrede, wo wir dann auch noch darauf eingehen werden. Und er sagt nachher dann, jemand, der prophetisch redet, der redet zu den Menschen, und was er sagt, dient dem Aufbau der Menschen, zur Ermutigung und zur Stärkung. Und so, darum finde ich, lohnt es sich vielleicht auch, über das noch reden, weil das ist irgendwie etwas, was wichtig ist. Ja. Wie erlebst du das in deinem Alltag? Also, du bist jemand, der sicher auch ein Sensorium hat. Und ich glaube, es ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Ich glaube, es ist wie ein Wagen auch. Das Wahrnehmen von der Stimme, sage jetzt mal, oder das Wahrnehmen von Gottes Impuls, aber auch das konkret Nachfragen. Also ich glaube, es sind wie die beiden Sachen. Also es gibt zum Beispiel, manchmal, wenn ich ein Gespräch habe, zum Beispiel ganz einfach ein Visionsgespräch. Ja, das sind so die Gespräche, die wir haben, genau. wenn Leute neue Kirchen genau, die jetzt neu dabei sind, die wissen, die haben das Gespräch gehabt, und die anderen wissen es nicht mehr. Genau. Aber dort ist es so, dass ich mir viel an Gott frage, schon während dem Gespräch oder schon vorher, sage, hey, hast du einen Vers für die Person? Ich gehe viel auf die Bibel. Ich probiere viel. Gut, hast du einen Vers? Hast du irgendeinen Gedanken? Und dann nach dem Gespräch segne ich sie meistens mit dem Vers. Frage sie auch. Das ist übrigens auch wichtig, dass man die Leute fragen. Frage, ob ich sie segnen darf. Und ja, schön, ich habe nie jemanden erlebt. Ja, wo dann ablehnt. Nein, ablehnt. Genau. Und dann nachher, das ist schon etwas. Also ich frage bewusst etwas. Oder ich tue manchmal einfach auf Impuls gehen. Also das kann ganz verschieden sein. Das kann manchmal sein, du kommst in einen Raum rein und plötzlich fällt dir eine spezielle Person auf und dann fragst du, wieso fällt die mir auf und was würdest du vielleicht dieser Person sagen? Und dann gibt es so eine Diskussion zwischen Gott und mir. Und aus dem entsteht dann, da ist immer ein Hin und Her. Und ich frage dann, wie eine Gewissheit bekommen, was willst du denn, was braucht denn die, was will die für einen Vers? Und dann so ein bisschen, es ist eine Diskussion. Ich glaube, das ist im Inneren passiert. Ja. Schön. Genau, wo ich wie merke, hey, da ist etwas und gehe da wie auf einen Weg mit Gott zusammen. Und ja, genau. Und dann nachher kommt der Moment, wo es heisst, soll ich dir das überhaupt sagen oder soll ich einfach für die Person beten oder was auch immer. Ja, genau. Ich finde das noch schön, was du sagst, eben jetzt auch als ein Hinweis, hey, mit der Bibel anfangen. Ja. Was so ein bisschen im Raum steht oft, ist, dass Prophetie, oder ich finde, es wird oft so wahrgenommen, als das ist so die Zukunftsvorhersage. Ja. Und jetzt hat es sicher manchmal Elemente, die einem eine Wegweisung geben können für nächste Schritte im Leben oder für was kommt oder vielleicht auch so ein bisschen eine Vorbereitung auf etwas. Wenn man aber Prophetie jetzt in den biblischen Texten sowieso im Alten Testament anschaut, dann ist sie eigentlich in erster Linie immer vor allem einfach ein Hinweis auf Gott. Oder damals, der Prophet ist eigentlich da gewesen, der hat schon einen schweren Job. Auch ermahnen, ermahnen. Den König ermahnen eigentlich. Oder immer die Regenten ermahnen und sie ans Gesetz erinnern. Also eigentlich fast eher eine rückgerichtete Richtung. Und das tut mir eigentlich schön, auch gerade wenn man es in die heutige Zeit übersetzt. Sagen, ja, es geht darum,
in erster Linie auf Gott hinzuweisen, bei der Voll. Prophetie. Und das ist natürlich, indem dass wir biblische Texte nehmen, Text von der Ermutigung, die Offenbarung von seinem Charakter. Und Voll. vielleicht unterscheidet sich es ein bisschen in dem, dass, wenn jetzt eine Lehre ist, im Kontrast zum Lehren, wo ja das auch hat, Ja, voll. dass die Lehre sehr auch der Ratio anspricht, wiederum, wenn eben genau dann so ein Eindruck kann kommen, wie an einen Mensch, der einen vielleicht nicht mal so gut kennt, kann das einfach enorm ermutigend sein, weil es irgendwie das Herz von Gott zeigt, hey, Gott kennt dich, Gott gibt dir jetzt etwas, und das finde ich noch schön. Aber auch zu sagen, hey, bei Prophetie geht es eigentlich nicht um irgendwie orakelhafte Zukunftsweisung. Das kann irgendwo mal dann dort auch landen, aber in erster Linie ist es, wie es der Paulus sagt, zur Auferbauung, zur Ermutigung, zur Stärkung, Ganz klar. insbesondere in der Nachfolge von Christus. Ganz und klar. darum ist sicher der Bibeltext immer ein guter Ort. Ja, zum voll. Starten. Ja, es gibt ja manchmal, wenn ich einen Impuls von einem Bild habe, zuerst, oder von irgendwie, manchmal auch Gerüche, also Gerüche ist manchmal auch so, dass ich habe, dann gehe ich gleich noch auf das hin und sage, Gott, okay, was willst du mit dem sagen? Und gibt es irgendeinen Vers? Oder frage nach einer biblischen Person oder einen Moment in der Bibel. Ja. Also ich probiere dann mit dem so zu arbeiten. Jawohl. Und ich glaube, du hast es gut gesagt, dass es immer eigentlich auf Jesus schön, ja. immer Person sollte näher an Jesus kommen und nicht weg. Also das wäre völlig falsch. Also es geht immer um das. Und unser Wissen Stückwerk, haben wir ja auch. Prophetie ist wirklich nur so ein Glimm, wo du ein bisschen etwas siehst. Und wenn du treu darin das weitergibst, die Person oftmals weiss vielleicht schon, um was es geht. Oder die Person oftmals merkt, da wird sie auf etwas angesprochen. Jawohl. Ich habe es vorher kurz gesagt, oder? Dass dann plötzlich etwas ermahnt Genau, wird. etwas, wo man merkt, stimmt. Oder, und eigentlich ermutige ich die Leute auch immer, das zu prüfen. Ich ermutige sie immer auch, das mit Gott noch zu wälzen oder dann wirklich wegzuweisen. Weil das kann sein. Das kann sein von mir, an dem einen Tag haben und ich gebe etwas weiter. Da würde ich sie befähigen oder ihnen das Recht geben und sagen, hey, schmeiß das weg, lass das sein, wenn es nicht dich anspricht. Ja. Ich bin auf ein paar enorm hilfreiche Rahmenbedingungen gestoßen, wo ich gerne mit dir kurz möchte, wie so durchgehen und vielleicht deine Erfahrung darin hören. Und du hast jetzt ein paar Sachen auch schon erwähnt. Ist so ein bisschen, gerade beim Praktizieren von dem, wenn wir das auch üben miteinander, dass wir einen achtsamen Umgang haben, weil da drin natürlich auch Potenzial für Landschaden liegt, Verletzungen können geschehen, auch irgendwo ein Eingriff in ein Leben kann geschehen, wo ehrlich gesagt nicht gut ist und nicht gesund. Und das richtet sich so nach einem 3-Schritt vom Hören oder Hören, Wahrnehmen. Das wäre so der eine Schritt und da gibt es ein paar hilfreiche Sachen darunter. Der zweite ist dann weitergeben, falls das überhaupt dran ist. Wie macht man das? Und dann der dritte Schritt, und der ist eigentlich dann nicht mehr beim Sender, sondern der ist beim anderen Empfangen. Was ist dort wichtig? Das ist auch Verantwortung bei dem, der ja das überkommt. Und wenn man vielleicht dort durchgehen kann, es hat so ein paar coole Sachen gehabt, es würde mich wundern, wie du das so siehst. Beim Hören, eben, das ist eine Art Offenbarung, Gott schenkt einem etwas, gibt einem einen Impuls, vielleicht eine Sicht, vielleicht einen Gedanken, vielleicht einen Geschmack, einen Geruch, ein Bild. Dann der nächste Schritt, der beim Hören drin gehört, ist das zu interpretieren. Du hast jetzt das schön, wenn ich es richtig verstehe, deutet, dann fängst du an, das Zweigespräch mit Gott. Was möchtest du mit dem sagen? Ja. Und dann eine Art sagen, und was soll ich jetzt mit dem tun? Und da geben es dann so verschiedene Hinweise, sagen, ja, vielleicht musst du gar nichts machen mit dem, sondern es ist nur für dich. Vielleicht ist es, dass du betest, vielleicht ist es zum Weitergeben. Wie erlebst du das? Hast du das schon erfahren, dass du gespürt hast, jetzt habe ich etwas bekommen, aber das ist jetzt nicht zum Weitergeben? Ja, doch, das ist ganz klar. Ja. Also, ich finde, es ist auch immer im Kontext nochmal unterschiedlich. Sind es Leute, die ich zum Beispiel gut kenne, Freunde. Oder? Also, ein guter Freund von mir. Da wage ich mir auch viel eher nochmal etwas klarer zu sagen. Vielleicht sogar manchmal mahnend. Ja. Weil er kann mich spiegeln, ich kann mit ihm, er kann nachher wieder kommen, er kann mir, das sind wir ja in einer Beziehung. Oder vielleicht auch seelsorgerlich, wenn es vielleicht, da dürfen wir vielleicht auch mal klarer etwas sagen. Kann man vielleicht ein bisschen direkter, ja. Genau. Auf der anderen Seite natürlich bei Menschen, wo du einfach so triffst oder irgendwie mal so eine Begegnung hast, ist es natürlich ganz anders vorzugehen. Und du hast jetzt gefragt wegen... Ja, eben so, erlebst du das auch, dass du dann, weißt, dass du spürst, das ist jetzt nur etwas für mich, oder dass du es einfach im Gebet nimmst, wäre das etwas, was du auch als hilfreich erachtest? Oder dann eben zum sagen, das ist jetzt dran, um etwas zu sagen? Voll. Also ich habe mal, ein Ehepaar ist mal zu mir gekommen und gesagt, sie würden gerne, dass ich sie segne. Und ich habe so am Boden, also gesagt ja, und dann so runtergeschaut und ich habe wie ihre beiden Füße so eingegossen in Beton gesehen. Also so wie schwere Füße, Schwerheit, schwierig vorwärts zu kommen. Es ist einfach unschwer und streng. Und das wäre jetzt völlig falsch. Da habe ich dann Gott gesagt, hey, das kann ich so nicht sagen, das weiß er auch, muss ja nicht.
Also völlig falsch kommen und sagen, hey, ich sehe da Beton und ich sehe da Schwere. Genau. Und Ja. Ich habe es gesegnet mit Leichtigkeit. Jawohl. Das war dann eigentlich wie der Effekt. Ja. Also ich habe wie Wo dann probiert, ein auferbauender Aspekt reinkommt. Genau. Und ich bin gekommen und gesagt, hey, ich segne euch mit Leichtigkeit in eurer Ehe und dass ihr da gut könnt vorwärts gehen könnt. Und nicht auf das, wo jetzt gerade ist. Und das ist schon auch etwas, wo man muss achtsam sein. Genau. Ja. Sich dann auch überlegen, oder Menschen mit Gott sogar ringt, sagen, aber hey, das kann ich so nicht sagen. Ja. Und dann, hey, dann finde ich einen Weg dazu mit dem auch. Super. Genau. Und vielleicht bei einem Ehepaar, das mit mir und der Ehe zum Beispiel näher unterwegs ist, könnte es vielleicht dann auch sein, dass man mal etwas anspricht. Ja, genau. Da ist auch fällt Platz uns für Sachen Rückfrage. schwer. Ja, genau. Genau. Hey, super. Und da sind wir schon dann auch beim Schritt 2, nämlich wenn wir es weitergeben. Da will ich jetzt gar nicht viel tiefer reingehen. Du hast es meistens schon gesagt. So die 3 Ansätze, die dort helfen, beim Weitergehen, soll auferbauend sein. Ja. Aber das kann ja auch sein, dass man mal etwas wie den Segen betont, der drin liegt, oder für die Zukunft segnet, statt jetzt das, was gerade schwierig ist, dann es mit der Bibel zu prüfen. Ja. Auch, hey, Gott sagt uns nichts, was dem biblischen Wort widerspricht, Voll. wo nicht in die Richtung geht. Ich finde, das ist einfach auch eine Sicherheitslinie. Zu sagen, wir glauben, dass die Texte irgendwo auch eine Ganzheit bildet, die in der Bibel abgebildet sind, wo auch Gottes Charakter, Gottes Wesen, Gottes Plan mit den Menschen ausdrücken. Und über das aus müssen wir eigentlich nicht gehen. Sondern wir versuchen, sie Termine zu halten. Und das Dritte finde ich auch noch schön, zu sagen, eben, führt es die Leute mehr hin zu Christus. Führt es sie eigentlich in eine engere Verbindung mit Christus. Und die 3 beim Weitergeben finde ich super. Was ich jetzt gerne darauf eingehe, ist für den Empfänger. Weil die haben irgendwie auch Mitverantwortung. Du hast das schon gesagt, du machst den Leuten den Mut zu prüfen. Ja, voll. Also ich komme an, wenn ich eine Person sehe und frage sie, hey, ich habe einen Eindruck oder das Bild oder irgendetwas, darf ich dir das weitergeben? Das ist schon mal das Erste. Ich gebe dieser Person die Möglichkeit zu wählen. Wie viel denn das dann wirklich, vielleicht die einen denken, oh spannend, die anderen denken, oh, ich kann nicht Nein sagen. Also das, aber ich gebe mindestens das. Und dann nachher gebe ich das weiter, liebevoll. Also es ist für mich immer so, du musst dir vorstellen, ich tue dir die Hand anstrecken, da drauf, das ist das, was ich sehe. Und du kannst es wie nehmen oder nicht nehmen. Ja, genau. Und es ist nicht so. Ja, super. Also weißt, ich bretsche es nicht über dich her. Kopf. Ja, genau. Gerne mit dem Segnen dann, aber da ist etwas anderes. Es ist offenhändig. Ja, genau, offenhändig, wo es kannst nehmen oder nicht nehmen. Und gleichzeitig die Person nachher auch wieder zu ermutigen, prüf es. Und ich würde jetzt da, also finde ich auch schön und mega wichtig und genau die richtige Haltung bei dem, was das gibt. Und dann auch sagen, und das wäre so ein Aufruf, wenn ihr empfangt so etwas, dann macht uns Bibelmut, um auch offen zu sein für so Wort und Eindrücke, aber um es wirklich zu prüfen. Ja. Und nicht einfach nehmen, sondern... Weil das ist manchmal auch eine einfache Verantwortungsabgabe. Ja, jetzt hat mir diese Person, die finde ich eh noch cool und eh noch gut und so. Das und das gesagt, jetzt ist ja eh alles klar. Zu sagen, nein, prüf es mit der Bibel auch wieder. Prüf es, und das finde ich einen schönen Ansatz, auch in Beziehungen mit Menschen, die dich gut kennen, die auch ein bisschen deine Neigungen und tiefer liegende Motive vielleicht kennen, um dich zu schützen davor, einfach blind in etwas jetzt rennen, wo am Schluss dann ungut rauskommt. Das wäre vielleicht so eine Balance. Also ein paar Sachen zum Achten, wenn man versucht, Gottes Stimme wahrzunehmen, auch zu unterscheiden zwischen, was sagt jetzt mir Gott, was bedeutet es und muss ich es und wie muss ich es weitergeben. Dann beim Weitergeben, dass es auferbauend ist, und aber auch die Verantwortung vom Empfänger offen zu nehmen, aber zu prüfen. Danke für das Anteil. Ich würde jetzt gerne noch weiter zu einer anderen Gabe, die ein bisschen im Kontrast steht auch, oder der Paulus die sicher in diesen Korinther-Text in Kontrast bringt. Und da ist auch eine Frage dazu in unserer Fragebox gelandet. Und zwar Anne schreibt, wie ist das mit Zungenrede und Auslegung? Ist das heute noch aktuell? Und falls ja, dann wo hat das Platz in der GVC? Es sind wie 2 Fragen. Ich glaube mal so, ich will die Frage als Gelegenheit nehmen, über das Gabe von der Zungenrede, vom Sprachengebet zu reden. So etwas, was man ja sieht, ist, es gibt verschiedene Arten. Vielleicht kannst du uns rasch darauf mitnehmen. Was gibt es denn für Arten, die die Bibel uns zeigt, von der Zungenrede? Also das eine ist ja die Sprachenrede oder Sprachengebet. Oder in dem Sinn, wo ich plötzlich eine Sprache kann, die ich nie gelernt habe. Und dann, wenn man von der Mission, die du vorher diskutiert hast, gefragt hat, kann auch das genau der Fall sein. Hast du schon so Storys gehört? Hey, ich habe im Fall nur gehört vom Lesen. Nur gehört vom, Oder vielleicht mal irgendjemand erzählt, der mega mit Mission zu tun hat. Aber so jetzt jemand, der das selber an sich erlebt hat, habe ich noch nicht so gehört.
Aber also eben auch da wieder, gell, es gibt ja Menschen, die lernen einfach mega eine neue Sprache. Ja, und das ist ja dann vielleicht auch ist auch Begabung. oder? Ja, genau. Aber genau. ja, danke. Ja, ja voll, das ist auch Begabung. Aber es gibt ja dann auch Situationen, wo die Zeit ja nicht da ist und die Notwendigkeit da ist, weil Gott durchbrechen. Und wenn Gott durchbrechen in etwas, dann schenkt er das. Punkt. Da sehen wir sicher in der Apostelgeschichte 2 so ein Beispiel. Und dort, es ist manchmal für uns ein bisschen auch wieder der Text, oder? Dort redet es von Zungen, aber also was gemeint ist, das sind bekannte Sprachen gewesen, die damals in der damaligen Welt gesprochen worden sind, wo eben die Apostel plötzlich das Evangelium drin verkünden. Das wäre so ein bisschen das. Genau. Dann gibt es noch, der Paulus geht noch auf andere sein, oder? Und dort noch schnell der Ansatz, auch da bist du treu und machst etwas. Jawohl. Und dann passiert es. Ich habe die nicht. Bei der Mission, Du laufst etwas, du gehst vielleicht einem Ruf, wo Gott dir sagt, hey, ich würde dich gerne da haben, machst das treu und plötzlich hast du das. Und das auf dieser Liste ist das wahrscheinlich das, wo ich wahrscheinlich am weitwegsten bin, weil ich es wahrscheinlich am wenigsten kenne. Ja. Aber so vielleicht auch, weil ich mich in das Jahr nicht einlasse. Und, spannend. Ja, genau. Ja. Dann es gibt Sprachgebet, das ist das, wo man sagt, der Geist Gottes, der durch uns durchredet. Ja. Es ist auch im Römerbrief, was heisst, genau, wenn wir wie nicht mehr wissen, wie was sagen, dass er wie für uns einsteht. In unserer Schwachheit. Genau, in unserer Schwachheit. Genau. Das Gebet, wo es darum geht, wo wir wie in einer Sprache reden, die wir nicht erklären können. Ja, das ist manchmal noch gut, dass wir das haben. Ja. Im Römer finde ich es auch schön beschrieben. Genauso hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinem unaussprechbaren Seufzen zu Hilfe. Ja, genau. Ja. Ganz genau. Und weil er ja in uns lebt, ist das auch wieder eine Kombination, die es drin gibt. Und ich merke einfach für mich persönlich, ich weiss nicht, wie es dir geht, gibt es einfach manchmal Situationen, wo man für Menschen muss beten muss, da stehe ich an. Was ist da die Lösung? Und oftmals dann merke ich, wie für mich ist wie ein Sprachengebet ein Weg, wo ich weiss, hey Gott, du siehst die Not, du siehst das, und wir beten da drin und dann fängst du manchmal ist es noch eine Kombi, du betest in Sprache und dann betest wieder eigentlich real, also so verständlich, dass du es verstehen, nachher wieder in Sprache und so. Und das hilft mir sehr. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Geschenk auch bekommen haben. Ja. Und auf Erbauung für uns selber auch. Das erlebe ich. Ja, es ist etwas, wo ich auch dankbar bin, dass ich so entdecken darf. Und mir hilft. Und ich erlebe es genau so. Das ist irgendwie ein Beten in unaussprechbaren Seufzen. Seufzen klingt sehr negativ. Oder einfach irgendwie mehr ein Babbeln, würde ich sagen. Und was ich merke, ist, es tut meinem Herz gut. Und ja, ich brauche es oft in den schwierigen Situationen von meinem Leben. So, ich würde sagen, auch dann, wenn ich merke, mir fehlen eigentlich die Worte zum Beten. Das kann sein aufgrund von Trauer, das kann sein aufgrund von Sorgen, aufgrund von Last. Und mich hat auch mal jemand ganz konkret auch noch mal ermutigt in dem, zu sagen, hey, ich will sagen, das ist ein Tool, das du nutzen kannst. Und es war noch schön, weil ich das eigentlich auch immer wieder so erlebt. Aber manchmal gerade jetzt auch wieder ein bisschen in den Hintergrund sage, ich will dann wieder umschaffen. Ich würde dazu gerne auch sonst noch etwas sagen. Ich bin auf spannende auch Gedanken dazu gestoßen. Und ich habe gefunden, das trifft es so passend. Also spannend ist, dass die Art von Reden auch nicht jetzt nur im christlichen Glauben vorhanden war, sondern man findet das auch in anderen Kulturkreisen, wo sie manchmal auch in ihren religiösen Praktiken das hatten, so ein Reden in unbekannten Laut. Und jetzt könnte man ja gerade so sagen, ja, aber dann ist das gar nicht so speziell. Ich würde eigentlich eher sagen, das ist eben etwas, was Gott wie uns angelegt hat. Und es ist wie eine Sprache, die der Ratio nicht mehr dominiert. Und wir lernen ja als Kind eigentlich mal genau mit so unaussprechbaren Laut reden. Und dann kommt der Ratio und heisst, und jetzt redest du Schweizerdeutsch. Und dann kommt die Sprachbildung. Oder? Aber Kinder lernen zuerst mit Laut, ui, 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 ai, ai, ai. Und einige von diesen Lauten haben sich tatsächlich in verschiedensten Sprachregionen durchgesetzt. Spannend, also gerade der Ausruf in Notsituationen von «Oi, oi, oi» oder «Oje, oje». Das sind wie so wiederholende Sachen. Und die Person, über das geredet hat, habe ich gehört, die sagt so, hey, das ist wie etwas, wo im Menschen steckt, wo in dem Moment auch einen Ausdruck findet, der aber nicht mehr dominiert ist, vielleicht vom Ratio. Und mir hat's irgendwie, ich finde, es ist wie so eine schöne, ergänzende Miterklärung, für was die Sprache macht. Das ist ein Ausdruck, der über unser Maul geht, der aber
mehr die Emotionen auch ausdrückt und wo vor Gott kommt, wo eben der Geist Gottes in uns bewirkt. Ja, voll. Und ich würde sagen, ja, wir sind ermutigt, um das irgendwie auch zu suchen. Es ist nichts Kompliziertes, nichts Krasses, aber etwas, das einem segnen kann. Jetzt geht der Paulus aber dann auch noch ein bisschen darauf ein, wenn das im Gottesdienst... Er sagt ja dann so ein bisschen, «Tönt lieber prophetisch reden.» Ja, genau. «Tönt lieber prophetisch reden als das», dann verstehen es die Leute. Und der kommt dann also auch zum Ausdruck, dass es anscheinend auch Situationen gibt, wo das im Gottesdienst gemacht worden ist. Dann sagt er, dann müsste es ausgelegt werden. Hast du das schon erlebt? Nein, so nicht. Also, nein, also was ich nie erlebt habe, ist, dass jemand in Sprache gebetet hat und irgendjemand im anderen Eck ist aufgestanden und gesagt, hey, ich verstehe das, oder ob es jetzt die Sprache ist. Stories habe ich schon gehört von dem, aber selber habe ich noch nie erlebt, dass dann jemand anderes dann wie gesagt hat, hey, das ist und das und jetzt will Gott das sagen. Mehr das manchmal, was ich merke, ist, wenn man vielleicht in einem Team oder so für etwas betet und jemand in Sprache betet, dass für jemand anderes dann wie nachbetet und wie so eine Einigkeit gibt plötzlich zwischen der ausgesprochenen Sprache oder es ist, glaube ich, unser Geist versteht dann, was es ist und die nächsten paar Worte, die man dann betet, versteht dann das, oder übersetzt das dann. Also, ich finde es noch schwierig dann zu sagen. Ich kann ja nicht das wie so in einer Sprache sagen, wie Google eingeben, über Translate und dann siehst du, hey, das hast du jetzt gesagt und das bedeutet es für uns jetzt. Das so nicht, aber so das Gespür von, hey, da kommt zum Beispiel irgendetwas, wo jemand in Sprache betet und du merkst, hey, das ist eine Art, das geht einen gewissen Frieden, das Shalom, was auch immer. Und dann kann man das wie manchmal aussprechen. Ja, ob das 1:1 eine Übersetzung ist, finde ich noch schwierig zu sagen. Ja. Ich war mal in einem Meeting, wo das genau passiert ist, dass jemand auf die Bühne ist, durchs Mikrofon in Sprache gebetet hat, jemand aufgekommen ist und nachher das ausgelegt hat. Und ich muss sagen, ich habe es auch schon noch recht schwierig gefunden, weil am Schluss merke ich, oder, das ist eigentlich nicht kontrollierbar. Und darum am Schluss, wie willst du das auch wieder prüfen? Und ich glaube, darum sagt der Paulus auch, hey, strebe viel mehr nach einem prophetischen Reden, weil da kannst du prüfen. Erstens, es ist eben in einer vom Ratio verständlichen Sprache und nachher kann man es prüfen, anhand von dem, was wir vorher besprochen haben. Und das habe ich schon spannungsvoll gefunden. Ich kann das jetzt nicht abschließend beurteilen in dieser Situation, ob das jemandem am Schluss wieder hat das dann jemand wirklich näher zu Christus geführt. Mich jetzt persönlich dort nicht. Mich hat es nicht angesprochen. Es ist dann mehr so für mich fast eher die Frage, ja, die Person, weißt, was macht jetzt sie da? Es ist auch eine Form von, man stellt sich dann schon sehr an. Darum, ich finde das noch spannend und es führt uns dann sicher auch ein bisschen dann noch zu einer weiteren Frage aus der Fragebox, wo wir gerade noch darauf eingehen, ja, eben, was sind gute Rahmen für solche Sachen. Aber der Paulus beschreibt es, er sagt, betont durch das prophetische Reden. Sonst müsste diese Art ausgelegt werden und eben, ich würde sagen, er ermutigt jetzt nicht sonderlich stark dafür. Was aber rauskommt in den Text ist schon, dass das eine Form ist für die innere Erleichterung, für das Reden von irgendwie unserem Herz, unserem Inneren mit Gott, wo wir vielleicht manchmal kein Wort mehr dazu finden. Ja, voll. Was vielleicht noch zu sagen ist, wir glauben nicht, dass die Erfüllung mit dem Geist von Gott gekoppelt ist mit dieser Gabe. Das wird in gewissen theologischen Traditionen so gesagt, dass dann, an dem siehst du es dann. Und also sicher auch da eine Ermutigung an all die Menschen, die jetzt das nicht so erleben oder noch nicht so Erfahrung haben mit dem. Das ist für uns nicht ein Indiz, dass wir nicht erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Die Versprechungen, dass er uns erfüllt und die sind da, dass wir eben angehaucht sind vom Geist. Ja, das noch zu sagen. Ja, ich finde ein guter Punkt. Ein wichtiger Punkt, dass man das so sagen kann. Und dort fände ich noch anzuhängen, auch da könnte man vielleicht sagen, ich habe das auch viel später bekommen. Das ist jetzt, ich bin nicht jetzt getauft worden, dann, ich weiß gar nicht, noch nicht so extrem lang. Aber es ist wie etwas, wo auch im Worship ist es gesehen, wo plötzlich entstanden ist, wo ich wie getraut habe. Es ist dann ein Stück weit ein Getrauen. Es auch Testen. Ja, absolut. Auch es probieren. Und man dürfte manchmal auch sich selber schmunzeln. Sie muss sich selber da nicht zu ernst nehmen. Aber auch da reingehen und plötzlich merken, hey, doch, da ist etwas. Und ich wünsche natürlich, dass alle wieder erleben mal, aber es ist genauso, wie du sagst. Es wäre falsch, wenn man so würde. Also ich glaube nicht, dass es richtig ist, so dass man sagt, jetzt der Geist Gottes kommt auf dich und wenn du nicht in Sprache betest, dann ist noch nicht ganz alles gekommen. Das wäre wieder Theorie dann, was kommt, was nicht. Der Geist Gottes kommt komplett und dann ist komplett. Es ist einfach wie noch nicht da im Sinn von vielleicht nie, vielleicht erst im Himmel dann. Ich weiß es nicht, wo das jetzt so dann noch die Auswirkung hat, dass du dann in Sprache betest. Ja.
Ja, danke. Ja. Jetzt sind wir wirklich schon fast am Schluss und da gehen wir eben immer auch noch mal auf die Fragebox ein. Wir sind ja jetzt schon, es ist auch schön, wir haben viele Fragen bekommen, jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem Thema, darum haben wir das auch gesagt, wir gehen da rein und kommen vielleicht jetzt auch noch ein bisschen darauf, wieso eben haben wir jetzt in der GVC das auch nicht praktizieren mit dem Sprachengebet ab der Bühne. Und zwar fragt der Urs, es nehme mich Wunder, wann, wo, wie die Geistesgaben im Gottesdienst bei uns in Erscheinung treten. Also jetzt nicht nur Zungenrede, sondern breiter. Er nimmt den Bezug auf den 1. Korinther 14, das ist ja eben der Kontext Gemeinschaft und der Gottesdienst sage. Und dann konkret, ich habe in der ganzen Zeit in der GVC kaum je Prophetien, Worte der Erkenntnis, Sprachengebet mit Auslegung im Rahmen des Gottesdienstes erlebt. Oder, finde ich auch eine schöne Anmerkung, diese als solche erkannt. Vielleicht hat es ja gegeben, aber ich... und dann so, ist das eine bewusste Entscheidung, dass diese Gaben im Rahmen eher der Small Groups angewendet werden sollen? Falls ja, was ist der Hintergrund für diese Entscheidung? Danke, dass wir hier Fragen stellen können. Danke für die Frage. Ja, voll. Ich finde es eine gute Frage. Ja. Hey, ja, wir können sicher da noch ein bisschen darauf eingehen, was auch unsere Überlegungen sind in der Leitungsverantwortung von dieser Kirche. Wie wir das modellieren und gestalten. Das möchte ich, du hast ja über lange Zeit auch Groups mitverantwortet. Ja. Fragen, hey, wieso sind Groups ein guter Rahmen für genau so Sachen, also als erstes, wo wir dann nachher auch sicher auf den Gottesdienst noch eingehen können? Genau, es ist ein Rahmen, weil man sich auch einfach auskennt. Also es ist so, dass man miteinander unterwegs ist. Man tut nicht einfach nur etwas platzieren und dann laufe ich davon und denke, hoffentlich ist es gut gegangen, sondern die treffe ich nächste Woche wieder und die haben vielleicht am Sonntag wieder und dann kommt eine Rückfrage und dann jetzt tut's, da gibt's, ich glaube, da feilen wir aneinander und da können wir aufeinander verzeihen. Mal. Und ich glaube, das ist so etwas modellieren in einer kleinen Gruppe, wo man sagt, hey, wir wollen wie das probieren, wir wollen das wie testen, aber wir wollen auch einander nicht dann sagen, hey, du hast das gesagt und es geht gar nicht, sondern liebevoll, dass man miteinander da drin unterwegs ist. Und darum ist es ein guter, sicherer Rahmen da. Eine Passion Group oder so. Ja, genau. Also man kann das auch ausweiten auf gute Zweierschaften, Freundschaften, Ehe, Partnerschaft. Ja, ganz genau. Das ist ja nicht auf GVC Small Group begrenzt, aber eine verbindliche Beziehung auch. Ja. Nehmen wir ein Beispiel. Ja, wenn dann dort jemand einfach die prophetischen Worte, immer die heiligsten weitergibt, aber du siehst in seinem Leben irgendwie weniger von dem, ist dann vielleicht auch die Frage so, genau. Es ist schon ein Schutz für, dass Leute auch nicht sich aus sich etwas machen. Ja, und, genau. Voll. Und auch schon einen Rahmen, um rückfragen. Ja. Jetzt gerade für Wort von der Erkenntnis, Prophetien. Auf beiden Seiten vielleicht auch fragen, hey, hat das gepasst? Vielleicht ein halbes Jahr später, ist wirklich etwas aus dem, hat dich das begleitet? Voll. Aber auch vielleicht zurückfragen, hey, wie hast du das genau gemeint? Oder? Ja, ganz genau. Also ich glaube, das ist einfach ein guter Rahmen dort. Ja. Und ich glaube, jetzt die Frage von Gottesdienst. Ja. Also ich kann sicher sagen, im Ministry-Gebet machen wir das. Also, genau. Also ganz viel. Also einer von unseren Hauptvers ist Johannes 5,19. Das heisst, wir wollen, so wie Jesus gesagt hat, er will nur das tun, tut nur das, was der Vater sieht. Wenn wir möglichst auch nur das beten und weitergeben, was Gott will. Also, dass der Blick auf Gott, dass wenn wir jetzt das Prophetische ist drin bei uns, also das Fragen, was ist da drin, und vielleicht mit einem Bibelvers, mit einem Eindruck und so weiter. Also wir salben dahin, es kann auch da sein, dass man zum Teil merkt, hey, vielleicht sind wir am Punkt vor Sprachgebet und dann fragen wir auch, hey, ist das für dich okay oder was auch immer. Manchmal machen wir es auch zusammen, also die Person selber auch, und das kann mega cool sein. Also dort hinten einfach da passiert das, im Gebetsraum passiert das. Und es passiert auch beim Kreuz ab und zu. Und ich nehme an, ihr ja genau gleich für Predigtvorbereitungen ganz genau, ist ja das auch etwas, was das Thema ist. Ja. Also genau, ich glaube, das kann man da voll unterstreichen und sagen, unser höchstes Bestreben ist, dass wir sichere Rahmen schaffen. Und wir haben sicher dort etwas, was uns wichtig ist, dass wir versuchen, möglichen Missbrauch wenig Raum zu geben, Machtdynamiken, auch irgendwo auch ungute Motive, vielleicht auch eben, man kann sich in diesen Sachen auch ein bisschen so, muss ich sagen, jetzt mal aufspielen, oder eben, das sind ja Themen, die auch der Paulus schon erwähnt in diesen Texten, und wir möchten dem mal grundsätzlich entgegenwirken mit guten Rahmen, die definiert sind, wo man auch fragt, und genau im Ministry-Team ist das so. Jetzt würde ich auch sagen, also es wirkt natürlich all die Sachen voll hier. Die Predigtvorbereitung hat mega viel mit dem zu tun, auf Gottes Stimme zu hören oder sie versuchen wahrzunehmen.
sie dann reinzunehmen. Eben, manchmal muss man das ja auch nicht einfach staten. Ich glaube, es ist dann auch so ein bisschen ein Claim. Jetzt habe ich da noch das Wort von der Erkenntnis. Ich feiere es dann umso mehr ab, wenn dann das einfach kommt und jemand nachher sagt, das hat mich angesprochen. Ich finde, ich muss dem ja nicht, indem dass ich ihm ein Label gebe, noch Gewicht verleihen. Jetzt sicher, gerade Sprache mit Auslegung ist es so. Wir fördern das grundsätzlich nicht on stage bei uns. Ich will auch wieder sagen, aus gleichen Gründen wie Paulus sagt. Er sagt dann so, hey, stellt euch vor, wenn ein Fremder herkommt, der ist völlig überwältigt. Das ist eine spezifische Situation dort. Der versteht ja nicht mal, was ihr redet. Darum macht es zugänglich. Darum brauchen wir das jetzt nicht so. Wir halten es dort schon sehr eben so mit diesen Texten und sagen auch gerade, wenn es Eindrücke gibt, prophetische Worte, by the way, auch das. Es gibt manchmal das Ministry-Team auf uns zukommt als Gottesdienstverantwortliche und das auch weitergibt. Und, wir haben wieder dort Ordnungen und Abläufe. Und das, denke ich, ist auch so ein bisschen, 2 oder 3 Propheten sollen reden und die anderen sollen sorgfältig abwägen, was gesagt wird. Wäre auch wieder der Paulus. Dass es irgendwie auch ein Spiel ist von uns. Es ist nicht einfach ein freier Kanal, sondern es wird irgendwo auch geprüft. Das sehen wir auch Verantwortung von der Leiterschaft, dass es dann richtig kommt. Wieso wir es auch nicht so aufblasen, hat sicher auch damit zu tun, dass wir aus dem nicht so geistliche Levels machen, sondern auch die Leute ermutigen, um sie mit reinzuladen. Das wären noch so ein bisschen meine Gedanken dazu. Aber schon auch eine grosse Ermutigung in diesen sicheren Rahmen, Beziehungskreisen, das kann eine Small Group sein, Freundschaften, Gruppen, Teams, sagen, hey, lass uns da drin auch vorwärts gehen, mit Feedback, mit einander fragen, wie es war. Weil das ist ein guter Rahmen, um da drin auch mehr entdecken und wachsen drin. Zu dieser Frage, noch wegen dem Gottesdienst. Und da wäre etwas mega Begeisterndes, was mich begeistern würde. Stell dir vor, am Sonntagmorgen würden die Leute, die in den Gottesdienst kommen, Gott einfach fragen, hey, hast du mir einen Bibelvers? Vielleicht sogar einfach einen ziehen. Einfach irgendwie etwas machen und im Gottesdienst auf die andere Person, für wer ist es? Und dann, hey, ich glaube, für die Person geh drauf, sagen, hey, ich segne dich mit diesem Vers. Und das sind ja ermutigende Sachen. Weißt, und vielleicht noch ein Gedanke, oder was wir, ohne etwas überstülpen, einfach bringen und sagen, hey, nimm doch das mit, genau. Stell dir vor, es wird passieren. Und eben das auch mega achtsam, und nicht sagen, nein, ganz genau. Hey, so einen schönen Schlusspunkt finde ich auch, um zu sagen, hey, so können wir es wie auch in der Breite fördern. Und man kann sogar noch einen Schritt vorher starten und sagen, heute will ich jemanden ermutigen. Genau. Einfach eine Ermutigung. Und wenn man noch kann, sogar vielleicht einen Bibeltext dazu geben, hat das sicher auch Kraft. Hey, das finde ich mega schön. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Wir haben sie gut genutzt. Wir sind, glaube ich, sogar ein bisschen über der Zeit. Aber es ist auch ein breites Thema und tief. Danke vielmals, Manu, fürs mit Anteil geben, fürs Mitreden, Diskutieren, auch ganz persönlich deine Erfahrungen darin teilen. Das ist wertvoll. An dieser Stelle bleibt mir noch zu sagen, hey, einen Ausblick auf noch die nächste und letzte geplante Episode, wo wir Christine Huber und Matt Kremlich bei uns begrüßen. Und ich werde mit ihnen zusammen entdecken, wie der Heilige Geist uns in unserem Alltag auch so zur Sendung befähigt. Oder man könnte sagen, darin Menschen vom Gott von der Hoffnung zu erzählen. Ihr findet den GVC Podcast Talk auf allen gängigen Plattformen wie YouTube, Spotify und Apple Podcast. Und am besten hinterlasst ihr dort einfach ein Like oder ein Abonnement. Dann werdet ihr immer daran erinnert, wenn es wieder eine neue Episode gibt. Ich sage jetzt einfach, ihr könnt auch weiterhin noch Fragen in die Runde geben. Wir wissen noch nicht genau, ob wir die dann noch beantworten können. Vielleicht, wenn genug Fragen noch zusammenkommen, würden wir dann noch spontan so eine Frage- und Antwort- oder Frage- und Reaktionsfolge dazu machen. Danke vielmals, Manu. Danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Ciao miteinander.